Halo ljudi, dobrodošli na naš YouTube kanal Easy Way. Danas ću vam ispričati jednu moju priču kad sam bio u Rusiji, ali na njemačkom jeziku. Pokušajte razumjeti. Hallo liebe, ich bin Jan. Ich wohne westlich von München und das ist die reine Wahrheit. Einmal bin ich an einem sehr kalten Winter nach Russland gereist. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Ich hatte mir diese Jahreszeit ausgesucht, weil dort im Winter die Straßen besser zu befahren sind und der Boden gefroren ist. Natürlich ritt ich auf meinem Pferd, denn wer möchte im Winter einen so weiten Weg zu Fuß gehen? Bevor ich meine Geschichte erzähle, möchte ich euch noch einen guten Tipp geben. Wenn ihr mal im Winter nach Russland reisen möchtet, dann zieht euch sehr warm an. Es war nämlich sehr kalt dort und ich hatte nicht die richtige Kleidung für diese Reise. Ich saß stundenlang frierend auf dem Pferd und konnte gar nicht mehr richtig denken. Irgendwann begann es dunkel zu werden. Nirgendwo war ein Licht zu sehen, weit und breit sah man nur noch weiße Schneelandschaft. Ich war so schrecklich müde geworden und wollte nur noch schlafen. Irgendwann fand ich mitten im Schnee einen gemütlichen Platz, machte mein Pferd an einen Ast fest und legte mich hin. Ich schlief tief und fest in dieser Nacht. Als ich am nächsten Morgen die Augen öffnete, lag ich auf einem Friedhof. Stellt euch das nur einmal vor. Außerdem war weit und breit kein Schnee mehr zu sehen. Doch um mich machte ich mir keine Sorgen. Ich fragte mich, wo mein Pferd ist. Plötzlich hörte ich ein Wiehern und schaute nach oben. Da hing es, mein armes Pferd, ganz oben an der Spitze des Kirchturms. Nun wusste ich auch, was passiert war. In der Nacht war der Schnee nach und nach weggeschmolzen. Der Ast, an dem ich mein Pferd am Abend festgebunden hatte, war der Kirchturm des Dorfes gewesen. Ich musste nun nicht mehr lange nachdenken, was ich als nächstes tun wollte. Ich zog meine Waffe, die ich auf längeren Reisen immer bei mir habe, zielte und traf das Halfter des Pferdes. So stand mein Pferd wieder gesund neben mir. Ich schwang mich auf seinen Rücken und schon ging die Reise weiter. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Nadam se da vam se svidjela priča. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se neki drugi put. Ćao.